So fein. Mit dem Söseli, so eine Art Cocktailsoße. Was willst du sonst anders essen in der Zeit von Corona? Corona passt am besten. Nein, das muss ich nehmen. Das sind so Krabbensticks. Die kann man eben so aufrollen. Keine Ahnung, wie viel Krabbe eigentlich wirklich da drin steckt. Aber es ist schmackhaft. Müsst mal probieren. Habe ich eben schon im letzten Video gezeigt. Und heute hat mir eine Person geschrieben, aber wieso isst du nicht richtige Krebse? Ja, wo soll ich richtige Krebse jetzt vom Zürichsee rausfischen, oder was? Mit tausenden Leuten dort hängen am Zürichsee und sagen, so, jetzt gehen wir mal auf Krebsjagd, oder? Multivitamin. Ich weiss, ist auch nicht so gesund. Ist mega viel Zucker drin. Aber was willst du machen? Ich finde es halt lecker, ne? Klar, eben, richtige Krebse sind natürlich viel feiner. Ich hätte auch am liebsten jetzt so einen fetten, geilen Hummer, frisch aus dem Meer von Punta Cana oder aus Kuba. Wow. Es hat übrigens ein Video, wo ich da in Kuba so einen geilen Hummer esse. Kriegt gerade Lust, wenn ihr zuschaut. Könnt ihr mal abchecken bei meinen Videos. Aber ja, es ist teuer und man muss sich halt jetzt ein bisschen da zusammenreissen und Geld sparen. Ich bin selbstständig und keine Kohle kommt rein. Zwischenbilanz ist wirklich noch nichts entschieden worden vom Bund. Es hat so eine Online-Petition, die habe ich heute am Morgen im Facebook geteilt. Bitte unterschreibt das, so kann jeder ein bisschen einen Teil beitragen, um uns Selbstständige zu unterstützen. Nägelfrauen, Kosmetikerinnen und uns Tätowieren natürlich, Coiffeure und sonst alle anderen, die ihr auch sonst immer braucht. Unterstützt die Leute und unterschreibt die Petition, damit wir irgendwie halt so einen kleinen Schritt vorwärts kommen mit dem Ganzen. Für die Miete natürlich von meinem Laden habe ich auch gedacht, jetzt mal schnell ein Mail schreiben. Oder nein, am besten einen eingeschriebenen Brief. Kommt besser an. Am Vermieter mal schauen, ob er mir jetzt in dieser schwierigen Zeit entgegenkommt mit der Miete. Ob es eine Reduktion gibt oder so. Weil es kommt kein Rappen mehr rein jetzt momentan. Darum bin ich jetzt fleissig YouTube-Videos am machen, dass ich wenigstens 1000 Followers erreiche. Dann kann ich irgendwann mal Werbung schalten und kriege so ein paar Räppli pro View. Das wäre nicht schlecht für genauso Zeiten wie jetzt, für uns Selbstständige, dass wir trotzdem ein bisschen Kohle machen und uns noch mehr Capri-Sonne kaufen. Erfrischend. Wenn der ganze Kabis dann endlich mal vorbei ist, wäre ich froh, wenn wirklich alle mehr bei den Schweizer Händlern würden einkaufen. Unsere Produkte, Schweizer Sachen und einfach unterstützen das Land, die Wirtschaft. Weil jetzt nach dem Ganzen wird die Wirtschaft richtig am Arsch sein und es braucht halt ein Zeitchen, bis sich das erholt. Und nicht gerade irgendwie Importzeugs und Sachen reinziehen von anderen Ländern, sobald die Grenzen einmal offen sind. Sondern wirklich auch allgemein ist auch gesünder, weißt, auch saisonale Früchte und Gemüse. Mein Lieblingsgemüse ist Gurken. Gugus gewesen, Gugus geblieben. Nein, wirklich eben auch saisonales Zeug essen und natürlich am besten von den Bauern, von den Schweizer Bauern, weil die
leistet wirklich grosse Arbeit, damit wir unsere fette Bücher stopfen können. Ich habe noch recht ein interessantes Bild gefunden heute. Ich weiss nicht, ob es ein Fake ist oder echt. Sieht recht interessant aus, ein Krokodil in Venedig am Schwimmen. Ob Fake oder nicht, das Ganze tut unsere wunderbare Erde sehr gut. Sie hat sich sehr erholt, die Luft ist wieder sauber, der Himmel ist kristallklar, blau. So wie auch das Wasser dort in Venedig, in den Kanälen. Man hat noch nie bis am Grund sehen. Es war immer voll verdreckt von den Touristen. Und jetzt ist das Ganze wirklich am Glänzen. Es ist sauber, man sieht Fischchen am Grund, man sieht den Boden von diesen Kanälen. Und Delfine kommen bei ein paar Ländern an die Küste. Und es wird auch nicht mehr so krass abgeholzt, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Wälder können auch schön wachsen und die Tiere sich erholen und vermehren in ihre Lebensräume zurückgehen. Und das ist ja das ganze riesige Thema gewesen. Umweltverschmutzung und papp, ist der Virus gekommen. Nichts. Es hat sich so schnell erholt, die Erde. Eigentlich braucht sie uns Menschen gar nicht. Wir machen sie nur kaputt. Wir sind eigentlich das Virus für die Erde. Aber ja, no. Ich hoffe auch in Zukunft, wenn die ganze Kacke rum ist, nicht, dass nachher auf einmal, eben, wenn sich die Wirtschaft erholt hat, dass die ganze Umweltverschmutzung in einem Monat, bam, alles nachher gerade wieder verdreckt und zusammengeht, die ganze Umweltverschmutzung dann weitergeht, sondern auch, dass es dann auch weitergeht mit dem ganzen Sauberbehalten. Wäre halt nicht schlecht. Und sonst von den Schutzmaßnahmen, wenn ich heute raus schaue, genau gleich. Bumsvoll. Überall Leute. Nur schon wenn ich da gerade ausschaue, sind mindestens 2, 4, 6, 8, 10, 12 Personen und Kinder dort. Das habe ich noch gesehen, das Video. Es ist, glaube ich, von gestern vom Zürichsee. Sie werden dringend auffordert, Abstand zu halten, Gruppierung zu verlassen und heimzugehen. Sie verhalten sich äußerst fahrlässig, übernehmen die Verantwortung und halten sich an Vorgaben vom Bundesrat, nämlich nur, wenn dringend notwendig, in die Öffentlichkeit zu gehen. Danke. Nee. Können Sie bitte Abstand halten? Können Sie bitte? Muskutschi, Leute! Mein Gott, keine Konsequenz. Nichts. Einfach, ja, können Sie bitte. Das ist typisch Schweiz, typisch unsere Polizisten. Für was hast du einen Schlagstock gehabt, verdammt, bei dir? Schlagen diese, schickst nach Hause, Mann! È stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, per esigenze... So sieht es aus in Italien. Genau richtig. So wie auch in Serbien. Sie sagen, es ist noch nie so gewesen, nicht mal wo Krieg war, ist so extrem gewesen, dass Militär auf der Straße, also sie haben wirklich ziemlich harte Ausgangssperre, irgendwie vom 8 bis am 5 Uhr am Morgen. Bullen sind draussen am Kontrollieren. Jeder, der es sieht, schickt sofort heim. Und wenn sie wiederholt sehen, dann halt fette Busse oder sie nehmen sie gerade mit zum Übernachten auf dem Revier. Das nenne ich konsequent durchgreifen. Um die Kacke mal eindämmen. Ich will wieder arbeiten, Mann. Heute habe ich etwas mega Herziges bekommen. Schaut mal. Ist von einem kleinen Mädchen, Lydia. Sie ist 6 und das hat mir ihre Mami geschickt heute Morgen. Hat sie mein Video angeschaut, das letzte mit den Pokémon-Zeichnungen, und hat ihr mega gefallen. Sie ist jetzt ein richtiger Fan geworden. Wenigstens ein richtiger Fan habe ich bis jetzt. Und eben, sie hat mich gebeten, da Miraculous für sie zu zeichnen. Ich kenne das, habe ich schon mal gesehen.
die Halbschwester von meiner Frau. Sie schaut das, hat ein paar Mal bei uns das laufen lassen von YouTube. Es ist so ein Mädchen, Ladybug. Und die hat irgendwie so einen Bölle, etwas. Marienkäfermäßig, und dann verwandelt sie sich so in eine Superheldin. Mit so hautengem Anzug. So eine Kinderserie halt. Witzig. Und ich habe das noch nie gezeichnet, aber machen wir mal, wieso nicht? Und hopp der Besen, würde ich meinen. So, als erstes machen wir mal 2 ovale Kreisli. In der Mitte immer so ein Kreuz. Das sind die Hilfslinien, auch für Augen. Für den anderen Charakter genauso. Ich tue jetzt alles so plus minus ein bisschen einzeichnen. Ganz fein. Seht ihr, wie ich den Stift habe? Äugli ein bisschen einzeichnen, schön oval. Und jetzt schon ein bisschen anfangen mit dem Kopfform und die Haare ein bisschen schön andeuten. Das Frisürli von dem Miraculous. Erstens, als ich es gehört habe, habe ich erst gedacht, Miraculix, der von Asterix und Obelix. Aber dann bin ich schnell googeln und dann habe ich eben gesehen, das ist die Ladybug, weil die ist ja eigentlich recht bekannt, die sich da quasi verwandelt in so eine Maria-Käferfrau. Da ist irgendwie so ein Bölle, mit dem tut sie sich, glaube ich, verwandeln. Oder so eine Art Jojo, so eine Art Waffe. Ist das, habe ich gesehen, so ein bisschen in den Trailers. Weil es hat, glaube ich, noch so irgendwie so ein magisches kleines Viech, so eine Maria-Käferli, wo quasi um sie herumfliegt. Und wahrscheinlich durch die kann sie sich dann so verwandeln. In dem Power Girl mit dem Anzug. Ist noch speziell. Ich habe schon gedacht, eben Miraculous, wo ich gehört habe, habe ich erst gemeint, irgendwie so ein Zauberer irgendetwas, weil Miracle heisst ja Wunder auf Englisch. Darum habe ich schon gedacht, dass es etwas mit Magie, Wunder und so zu tun hat. Aber ist ja logisch, wenn sie sich dann so verwandelt. Und da ist der Catman, der Catboy, der Batman. Cat Noir, genau, Cat Noir heisst er. Das ist ihren bester Kollege, würde ich jetzt mal so sagen. So ein blonder Typ. Und der verwandelt sich dann, anstatt in einen Maria-Käfer, wird er zu einem Katzenboy. Mit so einem attraktiven Bodysuit in schwarz und schöne blonde Hörli mit Katzenohren, genau, nicht vergessen. Ja, eben, ihr seht, ich bin da immer noch so am Vorskizzieren, das Ganze, weil ich kann das ja nicht auswendig, darum mache ich das immer erst mit dem Bleistift, so ganz, ganz fein, am besten mit einem Grip-Stift, der graue, mit diesen schwarzen Noppen, den finde ich super. Du kannst auch schön skizzieren, aber kannst auch nachher schön ins Reine zeichnen, wenn du ein bisschen kräftiger drückst. Und du kannst dann später nochmal mit einem dunkleren drüber. Er ist eben nicht so dunkel, der Bleistift. Der ist super, super. Jetzt habe ich da eine Unterlage genommen für meine Hand, weil wenn ich auf das andere jetzt da drauf weiterzeichne, dann verschmiere ich das Ganze. Und erstens habe ich dann meine Hände voller Kohle vom Bleistift, Mine, was das ist, Blei. Und dann verschmiere ich eben das Ganze. Das passiert sowieso meistens, da muss ich immer ein bisschen gümmeln. Bei den Augen da immer schauen, dass man beide Augen gleichzeitig macht, weißt? Immer ein bisschen Stück für Stück, dass es plus minus symmetrisch wirkt, auch, dass es zusammenpasst. Äugli. Weil meistens machen viele der Fehler ein Auge perfekt ganz und dann das andere ja, so lala, kommt nicht so, wie man es sich denkt hat. Ja. Schöne dicke Lippen. Finde ich noch cool, so bei meinen Zeichnungen. Ich mache meistens so
hübsche Frauen mit grossen Lippen, grossen Augen. So hat auch etwas Manga-Style. Weil Manga, das ist halt schon ein wichtiger Teil von meinem Leben. Durch Mangas bin ich überhaupt auch aufs Zeichnen gekommen. Ohne die, ich weiss auch nicht. Eben, gestern habe ich ja das Pokémon-Zeug da drin. Und dort habe ich eben schon ein bisschen erzählt, so hat alles angefangen mit Pokémons abzeichnen, Zeug und Sachen. Und so habe ich dann angefangen, dann fleissig eben Comics machen, zeichnen. Einfach immer schön dranbleiben und man wird automatisch immer besser. Das ist es. Ja, jetzt mal wieder über ihre Pünktchen von dem Maria-Käfer-Outfit. Und jetzt eben schön nachziehen, all die Linien. Am besten so, gerade so mit Schwung ein bisschen, aus einem Guss, dass die Hörli auch ein bisschen natürlich wirken. Ein bisschen mit einem Schwung gemacht, oder? Aus dem Handgelenk. So. Da machen wir ihr jetzt noch ein bisschen Piercing an. Sieht noch nice aus. So ein Maria-Käferli-Piercing. Ich glaube nicht, dass sie in der Serie auch eins hat, aber es sieht cool aus. Und jetzt hier die Haare. Ihre Haare sind dunkel und darum mache ich eben ein bisschen mehr Schattierungen drin. So die einzelnen Hörli, dass man die gut sieht. Und ja, jetzt ein bisschen anspitzen, nicht vergessen, nicht abstumpfen lassen. Und ja, eben habe ich heute Morgen habe ich noch cool gefunden, hat sich eben die Mutter von dem Mädchen hat sich gemeldet bei mir, quasi, hey, meine Kleine, du findet es super cool, deine Videos und so, Pokémon, sie ist auch mega am Zeichnen und so. Schau, ich zeige dir, was sie für Kinski etwas gemalt hat, ihren Namen, das habe ich vorher eingeblendet, das Lydia. Und dann, ja, sie ist jetzt gerade etwas für dich am Schreiben. Und dann habe ich mich gefragt, was schreibt sie jetzt für mich, weißt? Und dann kommt eben, kannst du mir bitte Miraculous zeichnen, Lydia, 6 Jahre. Ja, ist so herzig gefunden. Und ja, dann habe ich angefangen mit Filmen und so. Ich hatte echt keinen Plan gehabt. Das mache ich eben meistens immer spontan. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wieso nicht? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr etwas Richtiges gezeichnet. Die ganze Zeit nur so alles schnell. Auch so wie die Pokémons. Das sieht übel aus, aber eben sind ja alle aus dem Kopf. Und so schnell habe ich es gemacht. Und alles zusammengedruckt auf dem kleinen A4-Blatt. Mache ich eines Tages mal ein bisschen besser. Da beim Catman, er hat den Cat Noir, er hat helle Haare. Er ist ja, so ein Blondie, darum machen wir bei ihm nicht so viel Schattierungen, Struktur wie bei ihr. Damit es auch so nach heller wirkt, also mehr Fläche auslässt quasi. Seine schönen Katzenaugen, weil er sich ja in die Katze verwandelt. Richtig nice. Da ein bisschen reinschattieren, Glanzpunkte machen. Das Näschen ist halt schwierig, da muss man so ein bisschen auch mit Schattierungen arbeiten, dass man so ein bisschen so eine Stups-Näschen-Form bekommt. Jetzt hier seine schöne Batman-Catwoman-Maske. Ja, es ist schon wie ein Mix von Batman und Catwoman. Oder Catman, halt Catwoman in männlich und halt als Junge, als blonde Junge. Ist noch interessant, was heute nicht alles rauskommt. Aber ist cool. So eine Kinderversion von Batman, sozusagen. Jetzt bin ich da noch ein bisschen am Reinschattieren. Schön dunkel machen. Ein bisschen Struktur lassen um die Augen, dass es so ein bisschen plastischer wirkt, oder? Nicht einfach voll schwarz ausmalen, sondern schön fein, ein bisschen schattiert mässig. Ich habe ihn jetzt da ein bisschen muskulöser gemacht mit Sixpack und Muckis. Ist eigentlich in dem Trickfilm, also in der Serie, sind beide recht mager, dünn. Jetzt habe ich eben den schwarzen Stift genommen und tue jetzt so ganz dunkle Stellen ein bisschen hervorheben, nachfahren. Die Augen zum Beispiel, die sollte man immer, auch rundum mache ich es gerne recht dunkel, dass die so richtig schön
rausleuchtet. Das ist der gleiche Grip Pen wie vorher, der Grip Pencil. Einfach als schwarze Farbe und nicht als Bleistift. Und seht ihr, jetzt können wir mit dem gerade noch so zusätzliche Effekte ein bisschen reinhauen. Dass es gerade noch mehr ein bisschen dunkler wirkt und das hebt sich quasi ein bisschen hervor. Seht ihr jetzt auch bei der Maske. So wirklich die ganz dunklen Stellen ein bisschen anfahren. Nicht überall knallschwarz, sondern auch ein bisschen schattiert mässig. Jetzt nochmal schnell nachgespitzt. Öhrchen nochmal. Jetzt so sein spitziges Köpfchen. Wie gesagt, das musste ich googlen, diese Figuren. Und ich habe da so eine Vorlage als Bild, wo ich ein bisschen abzeichne und halt einfach meinen Style noch reinbringen. Jo. Ja, nicht vergessen, halbe Stunde, 2 Stunden plus minus ist ganz wichtig, eine kurze Pause einlegen. Die kurze Pause sieht so aus. Ein bisschen Bewegung muss machen diese. Schaut mal, das fette Omelette und gute Schopska Salate. Serbische Spezialität. So gut, he? Der Omelette habe ich mit ein bisschen Würstel gemacht und Malo Luca. Das ist auch richtig serbisch Style. Mal. Das habe ich gut gemacht, ja. Oh, Vitamin D. So, liebe Leute, tut man Sonne tanken, ohne sich unnötig in Gefahr zu begeben. Ah, beautiful. Schöne Mittagspause gemacht, gut gegessen, gesund, ein bisschen trainiert, Bewegung. Jetzt noch ein bisschen Sonnenlicht geniessen, ganz kurz, schnell ein Kaffee trinken. Oh. Okay, ist genug, tun wir weiterzeichnen. Ja, und ich habe gemerkt, er hat eben noch so ein Glöckchen. Irgendwie ist mir das im Sinn geblieben, wo ich das mal geschaut habe, die Serie, eben mit der Halbschwester von der Frau. Ist mir das im Gedächtnis geblieben, dass er ein Glöckchen um den Hals hat. Bei ihr habe ich jetzt kurz dort geümmelt, weil irgendwie hat es mich komisch gedünkt, die Form. Jetzt ist wieder gut. Jetzt bin ich ein bisschen seinen Body am hervorheben, weil es ist ja recht schwarz. Er ist eigentlich eben der Cat Noir und darum trägt er ganz schwarz. Und das ist eben auch gut, um auch richtig Details ein bisschen hervorheben oder quasi die Schattierungen der Muskeln, die Formen und so. Je dunkler, ein bisschen, je mehr schattiert etwas ist, desto mehr kann man es halt so hervorheben oder mit dem Kontrast schaffen. Ist gar nicht so verschieden vom Tätowieren. Ja, jetzt ist sie ganz schwarz und jetzt mache ich da schon den Hintergrund. Juhu, genau, das habe ich am liebsten. Einfach Freestyle. Ein Hello Kitty noch reinhauen, schön nebendran. Es passt zum Catboy. Da ist noch der Ledian, das ist ein Pokémon. Maria Käfer. Das Diamantli noch, passt auch zum Cat Noir, weil er, glaube ich, so ein Dieb ist. Passt irgendwie zu Katzen. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er wirklich ein Dieb ist. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und ja, das ist doch so ein schöner, bunter Hintergrund. Dann habe ich noch gern, das ist halt so mein Style. Die Hauptfigur quasi schwarz-grau lassen. Und einfach den Hintergrund so richtig intensiv und knallbunt. Macht mega Spass, mit diesen Copic Markers zu arbeiten. Amix bin ich auch irgendwie einfach so am Hängen und 5 Minuten lang am Schauen und am Überlegen, was für nächste Farbe ich nehme.
damit alles ein bisschen zusammenpasst. Irgendwie plus, minus, schöne Farbexplosion. Sieht noch cool aus, so stechen eben die Figuren noch mehr raus. Viele machen ja Hintergrund schwarz-grau und die Vorderen knallbunt. Ich mache es umgekehrt. Sieht speziell aus. Wie jetzt auch, wenn man kommt dran, das Tattoo machen, auch in diesem Style. Aber jetzt halt Quarantäne, können wir nicht fertig machen. Leider. Ja, ich hoffe, das Ganze bessert sich bald. Hoffe es schwer. Mal. Dann kann ich auch weiter tätowieren. Und cool wäre, würden mehr Leute so auch Tattoos wählen, so in diesem Style. So wie ich zeichne eben. Meistens mache ich halt so realistische Personen drin, so Portrait-Style. Und einfach der Rest dann so Comic-Freestyler rundum, alles knallbunt mit einfach irgendwelchen Figuren. Das Hello Kitty, das habe ich jetzt schon ein paar Mal genommen. Keine Ahnung, irgendwie finde ich es witzig und es ist einfach zum Zeichnen. Und so, jetzt kommt der beste Teil, das ist mein ultimativer Schattierstift, so nenne ich den. Das ist so wie so ein Papierstift, keine Ahnung, so stoffmäßig. Mit dem kann man so ganz feine Übergänge und Schattierungen machen, dass das Ganze ein bisschen plastischer und ründlicher wirkt und auch weicher, dass man nicht die einzelnen Striche sieht, auch vom Bleistift, vom Ausmalen. So macht es einen richtig guten Effekt. Seht ihr? Jetzt bin ich da noch ein bisschen am Nachdunkeln, ein bisschen am Nachfahren. Sie hat natürlich eben ein rotes Outfit wie ein Mariakäfer und darum bin ich es ein bisschen heller am Darstellen. Würde ich das jetzt genauso gleich schattieren wie sie es, dann würde sie sich eben auch nicht hervorheben, sondern sie ist rot und rot sticht richtig schön raus. Aber da ist sie jetzt halt schwarz-grau und darum ist sie heller als er, weil er ist halt der Cat Noir und richtig schwarz. Genau, jetzt noch schön ihre Maske, die Lippen ein bisschen. Hätte ich sie jetzt ausgemalt, hätte ich jetzt die Lippen auch schön knallrot gemacht, aber darum tun wir es dort einfach ein bisschen dunkler schattieren. Ja, beim Näschen ein bisschen rundherum, dass alles ein bisschen plastischer und weicher wirkt. Bei den Haaren auch. Sie hat ja dunkle Haare, darum kann ich bei ihr ein bisschen fester drücken. So, noch ein paar kleine Details. Und ja, dann haben wir es ja, glaube ich, schon fast. Ja, bei den Augen immer schön ein bisschen, dass die Augen richtig schwarz sind rundherum. Nachher stecht es richtig schön raus. Dass du das Gefühl bekommst, dass sie dich anschauen, die Figuren der Zeichnung. Bei ihr habe ich jetzt mal die Pupillen nicht ausgefüllt, sondern wie einen schwarzen Kreis gemacht. Das sollte auch so wie ein Glanz auch in den Pupillen drin darstellen. So, das war's. Hat mich gefreut. Ist cool gsi. Mal, ja. So, liebe Leute, ich würde mal meinen, ich habe fertig, ne? Ich habe da noch zusätzlich noch ein paar Pfeile und Strichli und Pünktchen angezeichnet. Ein bisschen Glanzeffekt beim Diamant. Finde ich halt noch lässig. Und ja, was meint ihr zu dem Fötterli? Zum ersten Mal, wo ich die gezeichnet habe. Miraculous. Wie gesagt, nicht aus dem Kopf, weil ich es nicht kenne. Das ist mein Arbeitsplatz, ein riesen Chaos. Von da habe ich halt auch ein bisschen abgezeichnet, diese. Aber ich glaube, man erkennt, wer das ist. Mal. So, genug für heute. Jetzt haben wir 6 Uhr. Und habe jetzt noch Zeit, um ein bisschen zu chillen. Mal schauen. Video bearbeiten ist halt schon ein rechter Job, so ein Video zu machen. Es sieht zwar ganz einfach aus, aber ist es gar nicht. Gestern bin ich auch bis 2 Uhr am Morgen dran gewesen. Und jetzt kann ich verstehen, warum die grossen YouTuber immer nur ein Video pro Woche machen. Jeden Tag ist das schon viel Arbeit. Aber ich habe so eine gute Beschäftigung gegen die Langeweile. Und es ist entspannend und die Zeit geht recht schnell um.
Schaut bitte, dass ihr meinen Channel subscriben, abonniert, mich unterstützen. Das wäre mega lieb von euch. Wenn ich 200 Abonnenten erreiche, gibt es noch eine Verlosung vom Gewinnspiel. Genau, unter das letzte Video könnt ihr einfach euren Namen anschreiben als Kommentar und mich abonnieren. Und so macht ihr automatisch mit dann beim Gewinnspiel. Könnt ihr auch eben im Instagram schreiben, euren Namen, dass ihr auch mitgemacht habt und abonniert im YouTube. Und das wäre mega lässig im Fall. Also liebe Leute, macht's gut. Immer schön clean bleiben und die Heime hängen, fände ich eine tolle Sache. Macht's gut. Peace.